was machen. Grundsätzlich ist es so, sobald es warm werden, sobald es über 10, 11, 12 Grad ist am Tag, sobald können auch die Flöhe wieder aktiv sein. Wir schauen heute ein paar Sachen an, die wichtig sind, über Flöhe zu wissen, was sie machen können, damit es gar keine Flöhe gibt, wie ihr sie erkennen und wie ihr die Viecher wieder wegbekommt. Und ob das rein natürlich geht oder ob ihr um die Chemie nicht drumherum kommt. Ihr erkennt den Flöhe. Sich immer wieder juckt, sich immer wieder an der gleichen Stelle juckt. Ihr seht jetzt hier ein Bild von meiner jüngsten Nika. Ihr seht, dort hat es schwarze Krümel. Jetzt könnte man gerade Panik schieben. Oh mein Gott, mein Hund hat Flöhe. Nein, wir behalten hier nicht. Also erstens mal, ich kann euch hier schon mal spoilern. Sie hat keine Flöhe, wo meine Hunde nicht ständig würsten, sondern wirklich, wenn sie in den Fellwechsel kommen. Das heisst, sie hat wirklich am Fodi schon recht Unterwolle im Pelz inne gehabt, wo nicht ausgefallen ist, sondern was sich verklebt hat am Deko. Dann verklebt das Fell, es kommt keine Luft an die Haut mehr, es gibt Dreckkrümel, die sich drin fangen, und das juckt den Hund dann. Ich habe schon Fälle in der Praxis, die tatsächlich auf Flöhe behandelt worden sind, und als ich die dann angeschaut habe, habe ich gemerkt, das ist nicht das Problem von Flöhe, sondern ein Problem von der falschen Pflegetechnik vom Pelz. Umgekehrt habe ich auch schon gesehen, dass Tiere eben überhaupt keine Pelzveränderung gemacht haben und deswegen Flöhe nicht gesehen worden sind. Deswegen lohnt es sich im Zweifel, die Krümel, wenn ihr so Krümel seht, wie im Video, anzuschauen. Und jetzt macht ihr das. Ihr nehmt ein Stück Haushaltsrolle oder WC-Papier, ein bisschen Wasser und macht das, was ich euch im Video zeige. Ihr benetzt mit ein bisschen Wasser die ausgekämmten Krümelstückchen, und wenn sie sich rötlich oder brünlich verfärben, und das Brünliche muss aber auch in Rotstich rein, dann sind das nicht Dreckkrümel, sondern eingetrocknete Flohkacke. In diesem Video seht ihr, es ist alles braun geblieben, bzw. es ist gar nicht verlaufen. So aussieht wie jetzt in diesem Video, sind es keine Flöhe. Und ihr seht auch, der Pelz sieht typisch aus bei einer Rasse, die doppelten Pelz hat, das heisst Unterwolle hat und Dekor hat, sieht das so aus, wenn sie im Fellwechsel sind. Das Dekor bleibt, die Unterwolle geht aus. Gerade bei Flöhe gibt es gerade bei Katzen sogar sehr oft, wenn sie doppelten Pelz haben, dass sie nur noch Unterwolle haben und das lange Dekor, das was sie auch so schön geschmeidig macht, wenn man sie anlenkt, ist weg oder sehr dezimiert. Was mache ich denn, falls es doch Flöhe sind? Also, falls ihr doch Flöhe habt, schauen, wie hoch ist der Befall. Wenn ihr selber krabbelnde Flöhe am Tier oder im Haus oder der Wohnung seht, dann habt ihr bereits einen grossen Befall. Solange ihr sie nicht seht, ist der Befall in der Regel so, dass ihr ihn mit natürlichen Mitteln easy peasy lösen könnt. Sobald ihr das Zeug krabbeln seht, hat es so viel, dass ihr sie schon seht. Weil grundsätzlich sind immer mehr Floh-Eier um den Weg als Flöhe selber. Und das Ziel ist immer, den Zyklus zu durchbrechen, dass wieder neue Flöhe von diesen Floh-Eiern rausschlüpfen. Das ist das grosse Ziel. Weil die Flöhe-Eier, die sind am Tier und in den Bettli, während die lebendigen Flöhe vor allem in den Hundebettli, in der Wand. Und ja, ihr denkt schon richtig, es geht darum, die Umgebung zu putzen. Also Flohprophylaxe, genauso wie wenn ihr Flöhe habt, hat wirklich mit Putzen zu tun. Das heisst nicht, wenn ihr Flöhe habt, sind ihr nicht sauber. Das ist nämlich ein Vorurteil, das sehr oft verhindert, dass Flohpopulationen sich nicht ausbreiten können, weil die Leute nämlich nicht darüber reden, dass ihr Tier Flöhe hat und deswegen trotzdem zu Leuten heimgehen und trotzdem weitermachen, es nicht kommunizieren, und nachher sind die Flöhe plötzlich im ganzen Freundeskreis verteilt.
weil so ein Stigma hinter dran ist, von wegen, ja, wer Flöhe hat, der ist dreckig. Nein, das stimmt nicht. Jeder kann mal einen Floh einschleppen. Ein Floh heisst noch lange nicht, dass die ganze Hütte voll Flöhe ist oder dass der ganze Hund oder die ganze Katze voll Flöhe ist. Und jetzt, wenn es so wäre, das heisst, alles, was ihr waschen könnt bei 60 Grad, wird 60 Grad gewaschen. Und wenn ihr es tumblern könnt, tun das auch noch tumblern. Währenddem das Zeug am Waschen ist und am Tumblern ist, könnt ihr den Boden aufziehen. Und dazu empfehle ich euch, ein Mittel zu nehmen, das zwar gegen Parasiten ist, aber nicht schädlich ist für eure eigene Gesundheit und Gesundheit vom Tier. Und dazu habe ich ein Video gemacht, was es alles Giftiges gibt mit Duftöl und dem Geschichte. Das ist natürlich auch so mit dem ganzen Putzmittel. Also auch jedes Putzmittel, alles was auf den Boden kommt, kommt schlussendlich ins Tier rein, weil es patscht mit seinen nackten Pfötchen dort drauf um und sowohl Hunde wie Katzen putzen ihre Pfoten. Und spätestens dann geht es nicht nur über die Haut in den Körper, sondern auch über die Zunge in den Körper rein. Das heisst, ich empfehle dort Putzmischungen, die entweder auf Äpfelessig und ätherischen Öl basieren. Dann tust du das alles aufziehen. Wenn ihr so Holzwände habt wie ich, dann tun ihr auch die Holzwände aufziehen. Wenn ihr so etwas Natürliches wollt, ist ganz wichtig, dass ihr nachher immer währenddem das einzieht und dann tut das die Flöhe nur ins Schlaf legen oder benebeln. Das heisst, während das noch einzieht, also es ist schon trocken, aber ihr seid noch nicht das zweite Mal drüber. Weil generell bei all diesen Sachen müsst ihr ein zweites Mal drüber wischen. Bevor ihr das zweite Mal einfach nur mit Wasser drüber wischt, nehmt ihr den Staubsauger und saugt alles ein. Wenn ihr einen Beutelstaubsauger habt, denkt daran, nehmt den Beutel nachher raus, tut den doppelt in Plastik einpacken und gleichzeitig noch jemand rausstellen, weil sonst krabbeln die Viecher wieder aus dem Beutel raus. Wenn ihr einen beutellosen Staubsauger habt, denkt daran, wo ihr den ganzen Staub drin habt, wenn ihr es ausklopft, erst macht es nicht im Haus, und tun das Teil nachher mit einer, es gibt so Desinfektionslümpen, die kennen ihr inzwischen wahrscheinlich alle, dank den letzten 2 Jahren. Ihr holt die Desinfektionslümpen und die sind so halb feucht und tun den Zylinder auch mit dem nochmal abprüfen, dass es sicher nicht dort noch irgendein Ei oder ein Floh drin hat. Ja, wir sind bei Flöhen so paranoid. Wenn ihr sie mit Natur wegbekommen, müsst ihr so paranoid sein. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit Kieselgur. Das ist ein Pulver, das wird vor allem in Hühnerstall gebraucht. Und dort nimmt man es vor allem gegen Milben. Das heisst, man tut das verstäuben. Das Ziel ist, dass überall ein leichter Staubfilm ist von dieser Kieselgur. Und die Kieselgur, die tötet tatsächlich die Flöhe. Die Kieselgur können ihr übrigens auch das Tier behandeln. Ihr müsst einfach schauen, dass der Kopf so geschützt ist, dass nichts in die Augen und nichts in die Nase geht, weil das Zeug ist lungengängig. Also auch ihr selber, wenn ihr Kieselgur holt, bekommt ihr auch spezielle Masken, dass wenn ihr das verstreuen, also verstäuben, dass ihr das nachher nicht in den Lungen habt. Ich habe auch einen Blog über das geschrieben, über verschiedene Möglichkeiten. Es gibt noch ganz, ganz viele verschiedene. Ich verlinke euch den. Wenn ihr dort ein Thema habt, dann könnt ihr dort im Blog genau nachlesen, was ihr machen könnt auf der natürlichen Ebene gegen Flöhe und auch gegen Zecken. Prophylaktisch helfen übrigens genau die Themen, die gegen Zecken helfen in der Regel auch bei Flöhen. Mehr oder weniger gut, so wie das bei allem ist. Auch bei den chemischen Produkten muss man sehen, dass nicht alle gleich gut funktionieren, beziehungsweise nicht jedes funktioniert bei jedem Tier. Jetzt, was ist zu beachten mit dem Intervall? Also bei einem Mittel, das ihr von innen gebt oder das ihr von außen ansprüht, müsst ihr immer schauen, was ist vorgegeben von dem Produkt, das ihr nutzt. Ich bin immer Fan davon, wenn von außen das Sachen sind, die ihr vielleicht am Anfang jeden Tag geben müsst und mit der Zeit dann wirklich nur noch so 1-2 Mal in der Woche, dann hat es wirklich eine gute repellierende Wirkung. Das ist auch das, was man will. Das heisst, das Tier gar nicht erst aufs, das Tier, das der Parasit ist, gar nicht erst aufs eigene Tier geht. Das ist die eine Sache. Und dann beim Putzen, um am besten den Flohzyklus zu unterbrechen, empfehle ich wirklich alle Wochen, einmal in der Woche, Haus oder die Wohnung inklusive das Tier so zu putzen, wie ich das genannt habe. Das heisst, das Tier entweder mit Kieselgur oder wirklich einfach schamponieren. Das muss auch kein Flohshampoo sein. Es geht einfach nur um die mechanische Einwirkung Wasser und Shampoo. Als Tipp, macht immer zuerst die Gruppe und den Nacken voll, wenn ihr in das
Flohshampoo haben, das steht in der Regel auch in diesen Flohshampoos drauf, weil dort sitzen gerne die Flöhe, damit sie euch nicht überall entgegenspringen. Falls alle Wochen zu viel Aufwand ist, spätestens alle 2 Wochen. Also ist das Minimum, das ihr braucht, damit ihr den Zyklus aufhalten könnt. Ich empfehle wirklich alle Wochen mit all den Leuten, die ich bisher gearbeitet habe, die auch teilweise seit Jahren mit Flöhen kämpfen, die jedes Jahr wieder Flöhe haben, wirklich für 4 bis 6 Wochen lang, jede Woche, einmal in der Woche, jedes Hundebettchen, jede Hundedecke, das Auto, die Boxen, die Hundeboxen wird durchgewaschen. Es gibt einfach einmal Frühjahresputz, einmal in der Woche. Ja, das ist mühsam und das ist ehrlich gesagt das mühsamste an der Flöhe. Nebst dem, dass sie halt wirklich Bandwürmer übertragen können, wo dann übrigens das Nächste ist, was viele Leute vergessen und was oft nicht erwähnt wird. Wenn ihr einen Flohbefall habt bei euren Katzen oder Hunden, tünt nach der Bekämpfung vom Flohbefall daran denken, unbedingt eine Kotprobe einschicken lassen, um zu schauen, ob die irgendwelche Bandwürmer aufgenommen haben. Und das empfehle ich wirklich etwa 4 bis 6 Wochen nach Beendigung, nach erfolgreicher Beendigung von der Flohaktion. Weil gewisse Bandwürmer können sehr lange im Büsi und sehr lange im Hund überleben, ohne dass man von außen groß etwas merkt. Scheiden sie auch nicht gerade aus. Die Gliedchen scheiden sie auch erst in einem gewissen Stadium vom Wurm, also vom Parasit im Bauch innen aus. Ich wünsche euch einen flohfreien Start in Frühling und bis zum nächsten Mal.